Dashle, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit in Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama verleiht die Avalokiteshvara-Ermächtigung. China verweigert Familienbesuch für inhaftierten tibetischen Mönch. Sejong nimmt an einer Reihe von Veranstaltungen in Dharamsala teil. UN-Experten und Mitgliedstaaten fordern China auf, die Menschenrechtsverletzungen in Tibet anzugehen. Abgeordneter Gen Kang besucht den Vorsitzenden der tibetischen Interessenvereinigung. Abgeordneter Dr. Arya nimmt an einem Pressetermin im Konferenzraum des japanischen Parlaments teil. Office of Tibet, Washington D.C. nimmt an der jährlichen Kranzniederlegungszeremonie des Roll Call of Nations teil. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gab am Montag dieser Woche im Haupttempel Tsuklakang eine zweitägige Belehrung über den Pfad zur Erleuchtung und Ermächtigung von Avalokiteshvara Jinasagara auf Bitten seiner Eminenz der Guru Vajradhara Changkön Khenting Thai Situba Tradition. Während der Belehrung bemerkte seine Heiligkeit, dass er, wenn er in Tibet geblieben wäre, nicht in der Lage gewesen wäre, sein Verständnis der Welt zu vertiefen und zu erweitern, da er im Exil alle Arten von Menschen aus allen Lebensbereichen getroffen und von ihnen gelernt habe. Seine Eminenz, der Thai Situba Pema Donye Drupa, hatte am Montag dieser Woche das Tibetische Museum der zentralen tibetischen Verwaltung in Kangchin Kishon, Dharamsala, eröffnet. Dem tibetischen Mönch Rinchen Tsutim, der von den chinesischen Behörden inhaftiert ist, wird der Besuch seiner Familie verweigert und er wird zu sogenannten patriotischen Erziehungsmaßnahmen und harter Arbeit gezwungen. Berichten zufolge wurde Rinchen Tsutim ein 10-minütiges Telefongespräch mit seiner Familie gestattet und seine Bitte um ein Treffen mit seiner Familie wird weiterhin abgelehnt. Rinchen Tsutim, ein Mönch aus dem Nangshin-Kloster, wurde im Jahre 2019 von den chinesischen Beamten des Büros für öffentliche Sicherheit in Ngaba verhaftet. China warf ihm vor, sich in sozialen Medien politisch zu betätigen. Nachdem er 2 Jahre lang in Isolationshaft gehalten wurde, wurde er Berichten zufolge nach einem Geheimprozess zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Bisher gibt es keine weiteren Informationen über Rinchen Tsutims Zustand, außer dass er im Mianyang-Gefängnis in der Nähe der Stadt Chengdu festgehalten wird, das dafür bekannt ist, TibeterInnen mit abweichenden Ideen und Meinungen in Osttibet zu inhaftieren. Chökyi, ein tibetischer Mönch und ehemaliger politischer Gefangener, starb im Mai 2020 nach seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Mianyang-Gefängnis. Nach dem Abschluss seines offiziellen Besuchs in den tibetischen Siedlungen in Südindien nahm Sejong Pema Tsering diese Woche an einer Reihe von Veranstaltungen in Dharamsala teil, Gete Rinpoche zu seinem 80. Geburtstag und nahm an der Eröffnungskonferenz der nicht-sektiererischen Kalachakra-Gelehrten teil, die vom Jonang Kalachakra Meditation Institute organisiert wurde. Am Mittwoch dieser Woche nahm Sejong an der Eröffnung der CTA-Initiative für Kapazitätsaufbau und Nachhaltigkeit teil, die vom Sozial- und Ressourcenentwicklung der Finanzabteilung der CTA mit Unterstützung der United States Agency for International Development organisiert wurde. Sejong Pema Tsering und Deepak Padmakumar, der neue Verbindungsoffizier zu seiner Heiligkeit dem Dalai Lama, waren als Leiter und besondere Gäste zu Yarki eingeladen, dem jährlichen Sommerfestival und Kulturwettbewerb anlässlich des 63-jährigen Gründungsjubiläums des Tibetan Institute of Performing Arts. In der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates haben 47 UN-Mitgliedstaaten ihre große Besorgnis über die Menschenrechtslage in Tibet zum Ausdruck gebracht. Während eines interaktiven Dialogs über den Jahresbericht des Hochkommissars gaben die Niederlande am Dienstag dieser Woche im Namen von 47 Mitgliedstaaten eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie auf systematische Menschenrechtsverletzungen durch China, insbesondere in Tibet, Osttürkestan und Hongkong hinwiesen.
Eine Gruppe von mehr als 40 UN-Experten forderte China in einer gemeinsamen Presseerklärung, die im Vorfeld der 50. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates veröffentlicht wurde, dazu auf, spezifische und systematische Menschenrechtsverletzungen anzugehen und drängte China, unabhängigen Experten ungehinderten Zugang zu gewähren. Die Experten betonten, dass der jüngste Besuch der UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet in China nicht die dringende Notwendigkeit einer vollständigen Bewertung der Menschenrechtsverletzungen in Tibet, Osttürkestan und Hongkong ersetzt. Der Abgeordnete Jixing Jiankang besuchte am Dienstag dieser Woche den Abgeordneten Mikolas Peksa, den Vorsitzenden der Interessengruppe Tibet im Europäischen Parlament. Die Abgeordnete Jixing Jiankang bedankte sich bei MDP Peksa für das Treffen und brachte ihre Dankbarkeit für seinen engagierten Einsatz bei der Leitung der TIG im Europäischen Parlament zum Ausdruck. Sie informierte ihn über eine breite Palette von Themen, die Tibet betreffen. Dr. Tsang Gyalpo-Arya, Vertreter des Tibet-Büros in Japan, informierte am Mittwoch dieser Woche die Presse im Konferenzraum des japanischen Parlaments. Der Abgeordnete Dr. Arya erwähnte, dass die frühere Resolution des Unterhauses, in der China wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurde, von der internationalen Gemeinschaft positiv aufgenommen wurde und den Menschen, die unter dem repressiven kommunistischen Regime leiden, große Hoffnung gegeben hat und sagte, dass damit auch die richtige Botschaft an die chinesische Führung gesendet wurde, dass die Welt zuschaut. Er bedauerte jedoch, dass das Oberhaus den Gesetzentwurf nicht verabschiedet hat. Nagao Takashi, ehemaliger Generalsekretär der japanischen Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet, und Miura Kotaro, Schriftsteller und Essayist, leiteten die Konferenz. Auf der von der Free Indo-Pacific Alliance organisierten Pressekonferenz am letzten Tag der japanischen Parlamentssitzung appellierten die Vertreter der von China besetzten Völker an die Parlamentarier, sich für ihre Sache einzusetzen. Das Tibet-Büro Washington D.C. nahm an der 15. jährlichen Kranzniederlegungszeremonie Roll Call of Nations teil, die von der Victims of Communism Memorial Foundation am Freitag letzter Woche in Washington D.C. organisiert wurde. Tenzin Nangwa, der tibetische Verbindungsbeamte, und Tsutim Gyatso, der chinesische Verbindungsbeamte, nahmen an der Zeremonie teil, um das Office of Tibet zusammen mit Pujung Tsering, dem Interimspräsidenten der International Campaign for Tibet, zu vertreten, der ebenfalls an der Zeremonie teilnahm. Jedes Jahr im Juni nehmen Botschaften, diplomatische Vertretungen und verschiedene Organisationen an der Gedenkfeier teil, um der mehr als 100 Millionen Opfer des Kommunismus zu gedenken, die Freiheit dort zu feiern, wo sie gesiegt hat, und das Streben nach einer vom Kommunismus freien Welt zu fördern. Das Office of Tibet und die International Campaign for Tibet legten beim Appell Grenzen nieder, um der tibetischen Opfer der Kommunistischen Partei Chinas zu gedenken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.